Vierfinger oder Fünffinger. Heute einmal ein Punkt, was für die Vierfingerspieler ganz wichtig ist und was mich da auch fasziniert, was ich da so interessant finde. Bei den Vierfinger, was man da immer wieder merkt, manche die hüpfen eher so und der kleine Finger wird ganz wenig verwendet. Und das sollten wir beim Vierfingersystem möglichst vermeiden. Also wenn möglich wirklich schauen, dass die zwei Finger und die zwei Finger total gut trainiert sind, dass man das Übergreifen trainiert. So. Dass man, die schlechteste Variante wäre ja, wenn man so hüpft. Du bist einfach nie so schnell und es ist immer abgehackt. So. Besser wäre es so schon mal so, dass man einen übergreift. So. Die beste Variante wäre natürlich, wenn man da, natürlich hinten diese Übung muss man halt schon gut üben, aber so übergreift. Dann ist so. Genau, das wäre jetzt im Terzen, Sechsten wären so, nicht so, sondern so mit 2, 4 und dann da 3, 5. Ich weiß, das ist schwer, aber es ist einfach runter, dann es schaut schön aus. Und auf das lege ich bei meinen Videos auch. Ich habe alle 5 Finger und 4 Finger. Und vor allem auf das lege ich bei den Vierfingerspielern sehr viel Wert drauf, dass man es halt einfach auch so trainiert. Es braucht noch viel Übung. Am Anfang sage ich oft, am Anfang ist es nicht so einfach, da ist es vielleicht besser, bevor man das Lied 10 Jahre lang trainiert und nie klappt und immer Fehler drin hat, ist es vielleicht besser, man greift mal so. Aber mit der Zeit, ich sage das immer dazu, ist es auch gut, wenn man schon übergreift, weil man einfach dann flüssiger und feiner spielen kann. Und es sieht einfach ruhig aus. Das ist auch das war schon auf Zug. Einfach den kleinen Finger verwenden. Wenn du so, das sieht man so häufig bei den Vierfingerspielern. Ich finde, die sagen zwar 4 Finger, aber es ist eigentlich 3 Finger. Also wenn man 4 Finger sagt, dann sollte man auch 4 Finger spielen. Und alle, auch im Studium, alle guten Vierfingerspieler, die verwenden auch ganz wichtig den kleinen Finger. Ganz wichtig die Passagen. Das ist ganz wichtig so. Nicht so. Da bist du nie so schnell, wenn du immer so hüpfst. Du musst 3, 5 und zugreifen. Weil einfach, du kannst den Ton länger halten und hast dadurch mehr Spannung. Wenn man 4, 5 Finger ist das nicht so, da kommt das nicht so zur Frage, weil einfach man hat einen Finger mehr, dadurch liegt es sowieso feiner, also für mich angenehmer. Weil halt einfach, ich muss mir nicht überlegen, greife ich so, es ist eigentlich ganz klar, ich habe da immer ein System, ich greife da immer gleich. Und das ist einfach schon für mich selber logisch, auch für meine Schüler, der Aufbau wesentlich logischer. Vor allem am Anfang, wo man noch nicht so gutes Gehör hat, wo man einfach einmal ein paar Stücke spielen möchte und die möglichst fehlerfrei, das gelingt mit 5 Fingern einfach am Anfang besser. Das ist meine Meinung und meine Erfahrung auch von meinen Schülern. Bei 4 Fingern muss man auch immer ein bisschen überlegen, so greifen, soll man übergreifen, wo ist man jetzt? Man muss einfach das Gehör trainieren. Wenn man gutes Gehör hat, dann ist das genauso super, dann kann man da umgreifen und alles. Das war ein wichtiger Punkt, auf das einfach darauf achten. Ist auch immer wieder bei mir bei den Liedern dabei, Fingerübungen machen. Da erkläre ich das immer wieder, wie man die Passagen gut spielt. Und dann viel Freude weiterhin.